Ich stehe hier gerade auf dem Berg, wo Jesus wahrscheinlich die Bergpredigt gehalten hat. Ich bin gerade in der Region unterwegs, wo er so viele Wunder gewirkt hat und Worte gesprochen hat, die bis heute nachhallen und dein und mein Leben verändern. Und das Krasse ist, er sagt, diese Worte, die sind nicht einfach von Menschen gesprochen, sondern die kommen direkt vom Vater. Aber nach Karfreitag, Jesus ist tot. Und versetz dich mal in die Jünger rein. Natürlich ist da eine Hoffnung, dass all das, was Jesus gesprochen hat, all diese Worte stimmen. Gleichzeitig sind aber die Jünger erfüllt voller Angst und voller Zweifel. Die verstecken sich, die rennen weg. Vielleicht kennst du das aus deinem Leben, wenn du die Situation anschaust, wie sie ist. Du kennst zwar die Worte von Jesus, aber du schaust die Situation an und denkst dir, es ist nicht so, wie er gesagt hat. Haben wir uns geirrt? Das Krasse ist, das Wort Gottes ist lebendig. Und wenn wir es hören und danach handeln, dann verändert sich unser Denken und unser Fühlen. Auf der Abschiedstour von Jesus, also bevor er zurück zum Vater gegangen ist, sagt Jesus was ganz Entscheidendes. Er sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Es ist ein Frieden, den die Welt nicht geben kann. Es ist ein Frieden, der euch wirklich zur Ruhe führt. Und wenn wir das im Kontext lesen, dann verstehen wir sehr schnell, es geht um den Geist Gottes, der in dir und in mir lebt. Und Jesus sagt, dieser Geist wird euch an das Wort, das ich gesprochen habe, erinnern und euch lehren, euch daran zu halten. Und so findet ihr auch in dem Sturm, auch in der Unsicherheit, auch wenn die Angst Vorrang hat und Raum einnimmt, findet ihr wirklich Frieden und kommt zur Ruhe.